Einen schönen guten Nachmittag aus der Schweiz. Willkommen zurück zu Scara Racing bzw. Scaramouche TV. Wir steigen heute ein ins iRacing. Man sieht schon im Hintergrund, wir haben schon bereits uns angemeldet für das erste Mount Panorama Rennen. Upsi. Geht noch alles runter vor lauter Aufregung. Mount Panorama. Der Keller für jedes iRating. Keller von jedem unachtsamen ersten Rundenfahrer. Der Berg wird auch ein paar Spuren hinterlassen heute. Wir versuchen es auf der Strecke zu bleiben, wir versuchen im Rennen zu bleiben. Versprechen können wir nicht. Wir sehen, wir haben noch knapp eine Viertelstunde Zeit, um ins erste Quali von heute zu gehen. Es wird ein 20-Minuten-Rennen sein mit Fixed Setup. Ich würde sagen, wir nutzen die restlichen 15 Minuten unbedingt nutzen, um uns noch ein bisschen einzufahren. Mount Panorama schon wieder ein Zeitchen her, seit wir das letzte Mal gefahren sind. Definitiv nicht etwas, wo ich wirklich geübt bin. Muss man absolut so sehen. Und von dem her würde ich sagen, die restliche Zeit nutzen wir wirklich noch, um wenigstens ohne Mitfahrer mal eine saubere Runde herzubekommen. iRating Gain ist auch ein grosses Wort, eine grosse, wie sagst du, ein bisschen viel versprochen. Weil ich glaube, egal welchen Platz wir heute machen in den verschiedenen Rennen, meiner Meinung nach wird es wirklich so sein, dass wir froh sein können, wenn wir überhaupt ins Ziel kommen. Von dem her ja, würden wir es mal so versuchen, mal so machen. Yes. Etwa so. Es Latschen im Hintergrund. Ich bin noch gerade ein bisschen abgelenkt, wie wir alle merken. Liegt daran, dass ich hier noch 2, 3 Einstellungen gerade parallel am Machen bin. Reden und Sachen umklicken schwierig. Ist halt so. Das nicht sagen als Mann, glaube ich, generell nicht ganz einfach. Letzter Stream war am Freitag. Der hat ein bisschen abrupt gestoppt. Der Grund war, PC gefunden, ich mache ihn jetzt nicht mehr mit. Es hat sich herausgestellt, dass es die Strom-Supply-Unit war. Die musste austauscht werden, beziehungsweise eine stärkere musste in die Maschine eingebaut werden. Geht mit der Grafikkarte zusammen. Hat es doch durchaus ein bisschen Peaks gegeben, wo ziemlich viel Strom gebraucht wurde. Und das hat die alte Supply leider nicht mehr stemmen. Und das hat wirklich dazu geführt, dass wir mehrmals haben müssen abstellen mussten. Beziehungsweise es hat sich abgestellt. Und darum haben wir uns sofort eine neue Supply-Unit gekauft, die eingebaut gestern. Und jetzt hoffen wir, dass wir heute nicht zu einem neuen Absturz kommen. Wäre unschön. Aber sehen wir es heute mal so ein bisschen als Stream-Test. Beziehungsweise als genereller Test, ob jetzt alles wieder sauber läuft. Und ob wir wieder sauber können Rennen fahren. Ich bin gerade so weit. Ich bin noch gerade das Wheelbase am Einstellen. Ich habe kürzlich noch LMU gespielt, darum ist ein bisschen alles verstellt.
Wir gehen aber auf unser Standard iRacing Setup. Das müsste gehen. Ist gut. Gut, let's see. Und mit dem würden wir auf Mount Panorama Bathurst mal einsteigen. Mal schauen, wie das so tut. Mal schauen, ob wir überhaupt eine Runde herbekommen. Zu hoffen ist es. Zu hoffen ist es. So. Ja, kommt gut. Nein, kommt nicht gut. Wir haben nämlich kein Overlay. Beziehungsweise wir haben ein Overlay im Stream. Aber nicht auf meinem Schirm. Das ist ja ultra strange, das habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Upsi. Als Overlay nutzen wir, by the way, RaceLab Apps. Eigentlich schon seit wir iRacing fahren. Auf ACC haben wir, glaube mit gar keine Overlays gebraucht. Dort war es nicht wirklich nötig gewesen. Aber iRacing ist ja so nackt und bietet so wenig Informationen, dass es definitiv ein Overlay gebraucht hat. Und dann ist das von RaceLab Apps halt tatsächlich die beste Gratis-Variante. Die ich im Moment nutze, ist gratis. Wir können auch noch mehr nutzen von ihnen. Habe ich aber als unnötig empfunden. Wir sehen, wir gehen den Berg darauf. So weit ist gut, die Reifen sind aber kalt. Von dem her ist Vorsicht geboten. Oh ja, ist schon fast murkelst. Gefährlich mit diesen Pneus. Ein bisschen Angst. Der Karre ist schon 2-3 Mal hat sich schon fast verabschieden. Von dem her schön slowly, but surely fahren wir jetzt da mal rauf und runter. Die nächste Herausforderung ist hier, ohne Unfall runterzukommen. Okay. So weit leben wir noch. Alright. Damit werden hoffentlich die Pneu jetzt ein bisschen wärmer, für dass die nächste Runde hoffentlich ein bisschen besser läuft. Ich weiß gar nicht, wo hier der Bremspunkt ist, aber wahrscheinlich zwischen 150 und 100. Hier bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob es 50 ist oder 100. Auch 100. Oder etwas zwischendrin, who knows. Bin nicht sicher. Pneu immer noch kalt mit 60 Grad, ist also immer noch Vorsicht geboten. Ui, woher geht's?
Hm. Hm. Sicher ist anders, aber man muss sich ja zuerst mal wieder ein bisschen herentasten und herausfinden, wie dass man der... Ui, schlecht. Das ist schlecht gewesen. Und herausfinden, wie dass man den Berg wirklich schnell und sicher bezwingt. So einfach ist es nicht. Ich finde das schon sehr, sehr herausfordernd, weil es hat einfach auf dem Berg, darauf und darauf, noch Fehler erlaubt. Gibt es einen Fehler, dann ist in der Regel der Karren Schrott und das Rennen ist gelaufen. Von dem her, ja, nicht ganz, ganz einfach. Hm. Hm. Das war auch nicht ganz schnell gewesen, aber ja. Alles andere wäre ja eine Überraschung gewesen, wenn man jetzt da schon mega schnell eine Rundenzeit hätte gemacht. Okay. Ja, schnell ist anders. Hm. Mhm. (2:10), das ist natürlich noch ganz, ganz weit weg von der Zeit, wo wir uns eigentlich befinden müssten. Hm.
Immer noch volle Konzentration. Also gerade hier, gerade in der Bergsektion dort, kann ich mir gerade noch nicht vorstellen, reden und fahren gleichzeitig. Es ist tatsächlich eher herausfordernd. Hei, hei, hei. Ein bisschen schlecht gewesen. Okay. Noch krass, wie viel Pace wir da schon verloren haben. Ui. Gas runterschalten. Upsi. Dann können wir uns ja freuen auf das Rennen. He? Also langsam B, unsicher fahren. Zwei super Kombis, um das nächste Rennen können zu bestreiten. Ei, ei, ei. Damit geht das Qualifying los. Oh oh. Ein bisschen Angst habe ich. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen Angst. Und muss man den Pulli abziehen, ist ein bisschen warm. Schon nach 10 Minuten fahren fängt man da schon an zu schwitzen. So, ein bisschen angenehmer. Ja, unser I-Rating ist eigentlich ging weiter. Das letzte Rennen, das wir gemacht haben, aber dort ist der PC abgestürzt. Das war schade. Das hat dazu geführt, dass wir dort letzte geworden, weil wir gar nicht das Rennen machen konnten. Dann haben wir an diesem Tag schon noch so 2, 3 schlechte Rennen gehabt. Und das hat dazu geführt, dass wir, glaube ich, von 1,7 zurück auf 1,3 sind. Und das eigentlich, wo wir doch, obwohl wir eigentlich auf 2000 zurückkommen, sind wir jetzt auf 1,4. Das ist nicht ganz die Richtung, die wir uns erhofft haben. Wie gesagt, Virginia habe ich mir gehofft, dass dort wirklich etwas passiert. Gegen rauf.
das eigentlich noch eine Strecke ist, die ich gerne fahre und gut war in der Vergangenheit, war aber nicht so. Und jetzt kann es eigentlich nur schlimmer werden, weil eben Mount Panorama sind wir gar nicht so geübt. Finde ich wirklich schwierig. Ja, von dem her schauen wir mal, wo wir enden. Schön wäre irgendwo ein Platz in der Mitte, jetzt vor allem für das erste Rennen. Aber ja. So viel zu den Wünschen. Wir steigen jetzt auch schon ins Qualifying rein. Ja, das Ziel jetzt hier im Qualifying ist simpel. Einfach eine Runde eine saubere Runde zu machen. Ohne dass wir jetzt da würde grosse Ambitionen haben. Let's go! Ab auf die Outlap. Was ist heute? Heute ist das Dienstag, das heisst, es ist der erste Tag, wo wir jetzt auf Mount Panorama sind. Das lässt in dem Sinn von der Pace her Hoffnung zu, weil sicher sehr viele noch nicht geübt haben. Für sehr viele wird das hier auch das erste Rennen sein, so wie für mich auch. Das spricht mal für hoffentlich ein gutes Ergebnis. Was aber negativ an dem Ganzen ist, gerade weil es nicht geübt hat, werden die auch die Strecke noch nicht wirklich im Griff haben. Was wiederum könnte bedeuten, dass wir ziemlich viel Unfall werden sehen und dass es dementsprechend nochmal wichtiger wird sein, in der ersten Runde sauber durchzukommen. Lieber in der ersten Runde etwas langsamer fahren, falls wir hinter sind. Und nachher ausweichen oder halt wirklich anhalten, falls es der Berg darauf überall nur noch steht. Kann passieren, habe ich auch schon erlebt. Aber lieber so und bremsen, anstatt die eine reinfahren und dann ist das Rennen vorbei. Okay. Das ist die Hotlap von 2. Da im 2. bleiben ist gescheiter. Falls nicht im 3. sogar. Da kommt man wirklich schon jetzt ins Schwitzen. Und da unter die Ausgangskurve, die letzte Kurve, den Berg herab,
Die hier, mit der habe ich wirklich noch sehr, sehr Mühe. Die weiss ich immer noch nicht, wie man die eigentlich muss richtig nehmen muss. Die ist tatsächlich das Problem. Auch schon in früheren Rennen hat es immer, wenn es Unfall gab, bei mir oder Fahrfehler, ist es dort passiert, als ich dann in der Mauer gelandet bin. Keine Ahnung, wie man die richtig müsste angehen müsste. Upsi. Eine Runde können wir noch machen, zum Glück. Tragisch, tragisch, tragisch schlecht. Wieder nicht gut rausgekommen. Ja, immerhin wäre die Runde etwas schneller und dann wäre gut, wenn wir die jetzt noch heimbekommen. Uff. Uiuiui, was ist denn das? Was ist denn das für eine Kurve gewesen? Also. Ja gut, ist anders. He? Aber ja. Das ist ja das erste Quali vom Tag. Das erste Quali auf dieser Strecke von dieser Woche, von dem her völlig okay. Sadele. Wo sind wir? Platz 7. Von wie viel? Von 18. 7 von 18 ist vermeintlich gut, aber nur unter einem Aspekt, wo alle eine Rundenzeit hätten hergebracht. Und wie wir gesehen haben, vorhin gerade, ist tatsächlich nur 9 auf einer Rundenzeit geschafft. Das heisst, mit meiner Zeit bin ich gerade mal schneller als 2 andere. Das ist natürlich not the way to go. Das
schnellste hat 2:06 gefahren vorhin im Qualifying. Sie 2,5 Sekunden schneller als wir gefahren sind. Das ist schnell, muss ich schon sagen. Und da komme ich definitiv nicht so schnell her. Wir haben dort vorhin kurz gesehen, die letzten Fastest Laps, die es dort hat angezeigt, oben links. Das ist leider nicht von heute, leider nicht von jetzt gerade, sondern das war die Rundenzeit, als ich letztes Mal Bathurst gefahren bin. Ich glaube, in der letzten Saison hat es mal ein Panorama auch schon gehabt. Und ja, das ist von dort her. Also dort, wir haben gesehen, 2:05 war, jetzt sind wir auf 2:09. Also schon nur von dort her sind 4 Sekunden drin, wo wir schon mal fahren konnten. Also da ist noch extrem viel Zeit drin. Das ist jetzt. Warten wir immer noch auf einen. Und jetzt. Was ist jetzt da los? Pardon miteinander. Alright. Ah. Das ist eine ziemlich abgekürzte Formation Lap, wenn ich gerade merke. Let's go! Platz haben wir. Wir sind auf Rang 6, glaube ich. Der andere hat es verpennt. Der McLaren hier ein bisschen langsam um die erste Kurve. Das ist suboptimal. Okay. Danke. Dann haben wir verwünscht. Verpennt. Die Kurve verpennt. Mist. Aha, Porsche schlechte Kurve. Aufgepasst. Die Pneu sind immer noch kalt, das vergisst man halt gern. Alright. Der Kinger hat sich ein bisschen Platz aufgetan. Wunderbar, 5 Sekunden auf den Kose. Dafür haben wir den Ronaldo. Das sieht vielversprechend aus. Das Einzige, was noch schief gehen kann, sind wir, und was bei euch stellen, sind wir uns selber, glaube ich. Indem wir irgendeinen dummen Fehler machen. Aber sonst ist diese Ausgangslage hier doch sehr, sehr vielversprechend. Oder? Nicht gut rausgekommen, der Kase hält Zeit auf, wie es aussieht. Und
jetzt bleiben wir mal, probieren wir da mal am Ronaldo hinten dran zu bleiben am Arsch. Dann kommt das hoffentlich gut. Das scheint so weit zu klappen. Das ist noch ein bisschen unsicher, denkt es mir jetzt gerade. Nicht nur klein, sondern sehr unsicher. Uff. Jetzt hat ein bisschen kommen. Ja, da verlieren wir wirklich viel Zeit. Man sieht es jetzt auch wieder, der Kase wieder eine Sekunde näher, aber eigentlich die ganze Zeit nicht, nur da am Schluss beim Berg der Ab. Das ist schlecht. Ja. Vielleicht müsste ich da schon ein bisschen aggressiver rein. Das ist wahr gegen Porsche, aber das Problem ist halt wirklich, wenn man sich unsicher ist noch auf der Strecke, ist es schwierig, da wirklich aggressiv reinzufahren und ihn zu überholen. Aber gescheiter wäre es, weil er kostet uns einiges an Zeit, wenn wir da gerade merken. Ein bisschen spät vom Gas, aber ist immer alles noch gut. Da sind wir definitiv zu schnell gewesen. Uff, das ist fast noch gefährlich geworden. Und nochmal gut gegangen. Kose kommt immer näher. Der Ronaldo ist langsamer und wir können ihn nicht überholen. Dann versuchen wir da einfach konzentriert zu bleiben. Keinen Unfall zu machen, das ist das A und O. Und er wird sich davor schon eine Lücke auftun. Definitiv. Aber überall sind sie schneller, hinten und vor und ausser der vor mir ist nicht schneller. Das war klar. Okay. Ui. Ein bisschen eng geworden. Im Chat jammern sie schon wieder. Das ist immer das Lustigste. Da bist du in einem 1,3
Also 1300 I-Rating, Average Split. Und der Average ist ja zusammengestellt von allen 18 Fahrern. Und das ist immer schön, wenn es dann diejenigen hat, die jammern, wie schlecht doch die anderen fahren. Ja. Jetzt habe ich noch nicht begriffen, dass Rennfahren nicht unbedingt gegen die anderen ist. Also klar, das ist schon so. Aber Rennfahren ist vor allen Dingen du selber mit dem Auto gegen die Strecke. Und hallo Nubi. Ja, ja, es ist doch so. Immer jammern sein. Ich bin da schon fast im schlechtesten Split und dann muss man nicht jammern, dass die anderen schlecht sind. Und das ist man auch selber ziemlich schlecht. Aber der Kose da kommt langsam, aber ich glaube, der glaubt nachher mal durch. Dann kann der vielleicht den Ronaldo rauskicken und ich kann profitieren. Ich komme irgendwie nicht am Ronaldo vorbei. So. Versuchen wir da sauber durchzukommen. Oh. Das ist fast wie früher mit dem TÜV der Cornico darauf. Das ist fast etwa das Gleiche hier rauf. Ui. Nur war es mit dem TÜV etwas sicherer. Ui, nein. Dumm. Du kannst nicht mal auf den Chat schauen. So, am Berg ist das nicht möglich. Ui. Ja. Ja, sicherer mit dem TÜV. Das geht nicht darauf. Soll ich jetzt den mal durchlassen? Ich glaube, gescheiter ist. So ist das. Da brauche ich ein bisschen grössere Bremslichter. Du siehst ja fast nicht. Oh nein. So, der Benjamin Hanikat kommt auch noch. Der ist einfach schneller. Was ist MFK? Aha, von was? Von meinem Mustang da. Ja, vielleicht ist das das Problem. Der Mustang ist nicht in der Prüfung und darum bin ich jetzt hier so langsam. Wahrscheinlich ist es das. Ja, es ist halt einfach ein März, das ist das Problem. Hoppala. Uiuiui. Also wenn man diese Kurve da den Ausgang nimmt, bin ich immer noch nicht sicher, wie man die genau macht. Die ist wirklich schwierig.
Ja, ja, viel Vergnügen beim Arbeiten. Ich arbeite da auch noch ein bisschen an meinen physiologischen Künsten. Tschüss. Bis später. Oh nein. Jetzt haben wir einmal wenigstens schon mal 2 7er-Runden gemacht, indem wir dem hinterher nachher sind gefahren. Das ist für ein bisschen ein Fortschritt. Es hilft halt schon, wenn man einem hinterher nachher fahren kann, der die Strecke ein bisschen besser kann. Dann lernt man es halt einiges schneller, als wenn man es alleine versucht auf der Strecke. Darum fahre ich in der Regel am liebsten, oh, da steht da rein, am liebsten zuerst mal lalalala. Gefährlich. Jetzt bremst ein bisschen früh. Ui, lalala. Was? Hat das gerade ein 4X gegeben? Bin ich mir gar nicht richtig angekommen. Okay, das war krass da. Aber die hatten ja auch einen krassen Unfall gehabt. Ich glaube, hinter mir ist noch ein Aston Martin. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist auch knapp geworden. Ja gut, dann fahren wir da am März hinterher nachher auf dem Platz 3. Wer hätte das gedacht? Krass. Aber wenn es der erste ist, sieht immer so aus, dann bleibt er schön hinten dran, optimal. Bleibt es auch spannend, ob es noch ein Podium wird. Wie lange geht es noch? 5 Minuten? Nein! Ai. Genau, das habe ich gemeint. Genau, das habe ich gemeint. Kaum fährt der Berg darauf und einer hat dann auch nur einen kleinen Unfall. Dann wird es richtig gefährlich. Aber wir leben noch so halb. Ja, wir leben noch. Die Karre fährt noch. Ja, die Kurve hier ist einfach nichts für mich. Nummer 1 hat 20 Sekunden Vorsprung. Der hat aber mal richtig Gas gegeben, der dort vor. Auch noch 2 Runden. Ja. Schlecht verwutscht.
2 Runden, wir sind auf Platz 2. Einer kann mir noch so richtig gefährlich werden, der Ronaldo. Heisst, jetzt einfach sauber fahren und vor dran bleiben. Das ist alles, was wir machen müssen. Gut. Haben wir noch gut. Puh. Da kommt er natürlich wieder, weil ich hier immer den schlechten Ausgang habe. Hat er wieder aufgeholt auf 0,9. Er kommt. Wir sind schlecht. Wir sind auf der letzten Runde. Weiterhin ist es so, dass nur der Ronaldo uns wirklich gefährlich werden kann. Jetzt gilt es nochmal sauber hier raufzukommen. Und wenn wir das schaffen, ist es recht vielversprechend für unseren Podiumsplatz. Oh oh, da hat einen Unfall gehabt. Ja, das ist er. Der Keib. Auf die Buff. Gut, immer noch gut. Alright. Oh, für den Drang, der Honeycutt hat auch noch recht aufgeholt. Ein bisschen Gas geht es vorhin. In dem Fall, auf dieser letzten Runde. Ja, einer ist nervös geworden. Honeycutt ist nervös geworden. Du, wer hätte das gedacht? An Platz 2. Wer hätte das gedacht? Ich gehe mal nicht. Nice. Platz 2. Wir sind hier durchgemogelt durch die Unfälle. Ja, ein paar Kontakte haben wir gehabt. Es ist wirklich so ein bisschen Glück, dass der Karren nicht kaputt ist gegangen. Das haben wir auch gehabt. Aber gerade auf dieser Strecke gehört halt ein bisschen Glück auch dazu. Das braucht es definitiv. Aber ja, mega, das tut unserem iRating ziemlich gut.
So ein Platz 2. So ein Platz 2 hilft natürlich schon. Cool. Nice. Registrieren wir uns, bis das Resultat kommen. Sicher schon mal für das 40-Minuten-Rennen. Es wird auch noch mal einmal intensiv. Aber vielleicht, wer weiß, haben wir ja im 40-Minuten-Rennen noch mal einmal Glück. Cool wär's. Aber ja, schau, bloß 79. Sehr, sehr cool. Schweiz auf dem Vormarsch. Ja, cool. Aber ja, wie ich gesagt habe, zweitletzter Split. Normalerweise wären wir entweder im 4 oder im 5. Das wäre eigentlich unser Standardsplit. So etwas zwischen 2 und 2'500. Und jetzt sind wir tatsächlich richtig krass runtergerutscht. Ja, auf 1,37. Im nächsten Rennen werden wir wenigstens schon in einem besser fahren. Aber ja. Unschön, unser I-Rating. Die Entwicklung davon. Aber was willst du? Ich würde sagen, ich komme ein. Wie lange geht es noch? Ja, das reicht noch. In 2-3 Minuten bin ich wieder da. Ums Eck verschwinden. Und nachher, wenn ich wieder da bin, können wir sicher gerade einsteigen ins 40 Minuten Open Setup Rennen auf dem Mount Panorama. Wo wir versuchen, wieder den Karren am Leben zu behalten. Das ist, glaube ich, das einzige Ziel, das wir im Moment haben. Weder schnell fahren, noch irgendetwas, sondern unfallfrei durch die erste Runde nehmen und auch die Runden danach einfach durchzukommen. Ohne dass wir beim Bergauf- oder Bergabfahren in einen Unfall verwickelt sind. Ich glaube, das ist mal unsere Hauptchallenge. Und alles andere kommt mit dem Rennen. Also Zeit und Pace und Konstanz auf dieser Strecke, die kommt schon. Wir haben es jetzt auch gesehen, es ist schon auf einen 2:07er gekommen. Das war schon mal ein Fortschritt gewesen. Ja, es fehlen uns immer noch 2 Sekunden auf die eigentliche Zeit, die wir sein sollten. Oder die wir geschützt hatten. Aber 2:07 ist natürlich schon auch mal 2 Sekunden besser, als wir das im Quali gefahren sind. Dann haben wir soweit gut. Dann können wir uns zufrieden geben für das erste Rennen. Gut, dann bis gerade wieder. Bin gerade wieder da. Bleibt hier.
Voilà, da sind wir wieder zurück. Nach unserem ersten Erfolg, nach unserem ersten Rennen vom heutigen Tag, von dieser Woche, auf Mount Panorama abgeschlossen auf Platz 2. Wer hat das gedacht? Riesen Erfolg. Sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Könnte schlimmer sein. Ja, ich weiss, es ist nicht ganz so eine Riesenleistung, wenn man schaut, in was für einem Split das ich war. Der zweitletzte Split war es, von 9, glaube ich. Das hat Potenzial natürlich, das ist so. Aber Platz 2 bedeutet natürlich auch grad sofort, dass wir schnell wieder aufsteigen. Wir sind jetzt schon wieder auf 1000, also wieder schon. Fang mal auf 1540 Rating gelandet. Gut wäre, wenn wir jetzt das wiederholen können. Mit einem positiven I-Rating. Anspruch ist jetzt nicht, schon wieder einen Platz 2 zu holen. Cool wäre es, aber das ist nicht der Anspruch. Ziel ist, so weit mal einmal ins Ziel zu kommen, im positiven Bereich reinzufahren. Und viel mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Es ist ein 40-Minuten-Rennen. Open Setup. Wir nutzen den Standard Coach Dave Delta, um unser Setup einzustellen. Da wagen wir keine Experimente. Wir haben auch keine Lust, da gross Setup zu schrauben. Wir nehmen hier einfach den Coach Dave. Das ist der sichere Weg, der einfache Weg. Und von dem her, was funktioniert, sollte man selten ändern. Heute übrigens mal wieder auf Schweizerdeutsch. Wer da ist und Schweizerdeutsch nicht so gut versteht und lieber auf Hochdeutsch reden oder auch auf Englisch, gerne sagen. Gerne kundtun. Dann wechsle ich gerne die Sprache oder eben ins Hochdeutsche noch. Kein Problem. Aber im Moment, für heute, sind wir wohl im Berndeutschen. Ist für heute ganz okay. Freitag machen wir es dann wieder vielleicht ein bisschen anders. Aber für heute machen wir es mal so. Ist auch so ein bisschen ein Tag zum Freude haben als Schweizer. Heute sind DTM-News rausgekommen. Ohne da jetzt, glaube ich, nicht spoilert. Das ist ja so, ist ja nicht irgendwie Games oder so. Aber das Team von Porsche, wie heissen sie jetzt schon wieder? Das Team. Ich habe gerade empfohlen, wie das Team heisst. Ist mir wirklich gerade empfohlen. Aber sie haben bekannt gegeben, wer ihre Fahrer werden sein. Zum einen keine Überraschung, der Preining. Der ist jetzt schon seit 4 Jahren im Team. Ich glaube, oder ist das 4. Jahr. Er ist ja schon Meister geworden mit ihnen. Hat den Pokal schon geholt in der DTM vor 2 Jahren. Unterdessen 3 Jahre. Vor 3 Jahren muss das gewesen sein. Und letztes Jahr ist ja sein Kind der türkische Teamkollege erst geworden. Und das Jahr davor der Italiener im Lambo. Egal. Also ehrlich wollte ich sagen, Preining ist im Team und ein Schweizer, der Feller, ist ins Team reingekommen. Und das ist natürlich eine Riesenfreude. Macht richtig Spass, ist er im Team. Wird er ein kompetitives Auto fahren. Das ist richtig cool. Letztes Jahr ist er ja normal Audi gefahren. So ein bisschen als Notlösung ist er ja auch in den Audi gegangen. Und jetzt erfahren, dass er wird Porsche fahren.
Ist eine richtig, richtig coole News. Ich freue mich, dass ich das gesehen habe. Ich freue mich gerade umso mehr auf einen Saisonstart. Der wird ja in Österreich sein, auf dem Red Bull Ring. Ich weiß gar nicht wann, wahrscheinlich April, vermute ich. Wahrscheinlich, Mai ist glaube ich spät, wahrscheinlich ist es April. Ich muss nochmal nachschauen. Und dann freue ich mich so richtig drauf. Geht die Saison wieder los, geht die DTM wieder los. Ich selber werde mindestens einmal nächstes Jahr auch vor Ort schauen, nämlich das Finale im Hockenheim. Das erste Mal dort, wird im Oktober sein. Und wenn die Saison genau so spannend ist wie die letzten 2 Jahre, dann wird das ein richtig cooles Finale, weil man einfach bis ins letzte Rennen jeweils nicht hat gewusst, wer wird denn jetzt den Pokal holen. Und das ist natürlich also DTM, das Format, die Rennen, die Ausgeglichenheit auch von den Fahrern her, von den Teams her, das ist einfach nur cool. Das ist, macht richtig Freude, so eine ganze Saison mitzuverfolgen. Jedes Rennen ist anders, man weiss nicht, wer, also es gibt keinen, der es wirklich dominiert. Es wechselt laufend, die Gewinner, die Spitzen wechseln, also das ist schon auch gerade für die Zuschauer etwas richtig Cooles. Da haben wir ja, die Vorfreude ist da. Die Vorfreude ist so gross, dass wir schon fast am Überlegen bin, ob man nicht noch ein anderes Rennen schauen würde, das ein bisschen früher im Jahr wäre und nicht erst im Oktober. Aber ja, es ist halt immer ein bisschen Zeit. Und am Schluss auch eine Geldfrage, ist klar. Aber der Gedanke ist immer noch da. Da haben wir ja mal schauen. Wäre auch cool, ein paar schöne Fotos und so zu machen dort, vielleicht ein paar Videos zu machen. Man hat ja oft auch die Möglichkeit, mit den Fahrern direkt zu reden. Es ist ja so offen dort. Von dem her, ja, wäre schon noch etwas. So ein Rennen im Sommer wäre cool, wo die Chance halt geringer ist, dass es kalt ist und regnet. Wäre noch cool. Da ist natürlich Hockenheim immer ein bisschen ein Glücksspiel vom Wetter her. Da kann es noch Sommer sein und heiß sein und da kann es schon bitter kalt sein und winden und regnen und schon fast schneien. Ja. Darum, der Gedanke ist noch da. Wäre auch cool, mal den Norrisring oder so zu schauen. Ja, schon ein paar recht coole Rennen in der DTM. Finde ich. Auch die neuen Teams, die seit letztem Jahr dabei sind, ich meine eben der Mustang, der zurück in der DTM ist. Dort bin ich gar nicht sicher, ob die schon bekannt gegeben haben, wer im Team wird fahren. Das war ja der andere Schweizer letztes Jahr. Ob das immer noch so wird sein. Und wie heisst der Dranger? Er ist ja ein Inder. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Die zwei sind ja dort gefahren. Ob das so bleibt, weiss ich nicht. Müsste ich mal nachschauen. Ob die eben ihr Team schon bekannt gegeben haben. Und auch Aston Martin, die hat zwar noch sehr noch eine schlechtere Saison als Ford. Die waren eigentlich immer hinten drin gewesen.
in fast allen Rennen. Und wenn sie mal ein bisschen weiter vor war, hat es unglückliche Unfälle und Ausfälle gegeben. Und da ist schon auch die Hoffnung, dass jetzt in der zweiten Saison von beiden Teams das Ganze ein bisschen besser rauskommt, dass sie ein bisschen kompetitiver sind. Und der Wikinger ist ja jetzt der Werksfahrer von Aston, ist ja jetzt auch in der DTM am Aston fahren. Von dem her, das klingt natürlich schon mal mega vielversprechend. Und ich hoffe, dass sie das Auto herbekommen, auf eine Pace bekommen, wo sie mitfahren können, wo sie mitfahren können. Und das wäre so die andere Hoffnung, nebst dem Ricardo Feller bei Manthey. Jetzt ist es mir gerade in den Sinn gekommen, Porsche Manthey. Ja, das ist so ein bisschen die andere Hoffnung, die da ist. Ja. DTM, man merkt es. Ein bisschen Fan bin ich. Schaue ich immer wieder gerne. Okay, 206.9. Jetzt ein paar Schnelle dabei mit 2034. Oi. Aber ja, wir sind ja jetzt wieder ein bisschen schneller geworden. 206.9 ist gut. Mit dem können wir leben. Platz 11 im Moment. Mal schauen, ob es der bleibt. Wie lange geht es Quali noch? Ist jetzt gerade durch. Gut. Platz 11 von 28. Das ist gut. Mit dem können wir leben. Das wäre schon bereits im positiven Bereich vom iRating her. Von dem her tipptoppe Ausgangslage in das Rennen. Heisst, wir können uns jetzt einfach darauf konzentrieren, eine saubere erste Runde zu fahren. Und wenn wir das schaffen, es dann von dort zu nehmen, wie es dann kommt, denke, hier ist wirklich, wer sauber durch die Runde kommt, ist schon mal sicher in der oberen Hälfte vom Grid. Und vermutlich auch in einem positiven iRating-Bereich, gerade bei diesem tiefen Elo, das wir hier noch haben. Yes. 40 Minuten stehen. Ich weiß gar nicht, wo genau die Boxenausfahrt ist. Das hätten wir vielleicht noch schauen. Ein bisschen Fehler meinerseits. Aber auch das finden wir raus. Ich glaube, es ist nach dieser Kurve dort vor. Ich gehe dort schauen. Gerade in der Formation Lab haben wir ja genug Zeit, jetzt schnell drauf zu schauen, wo die Ausfahrt ist. Was wir dann raus müssen nach rund 20-25 Minuten. Ja. Der vor mir ist irgendwie gerade verschwunden. Da ist auch schnell aus, etwas ändern. Vielleicht kommt er nochmal. Zeit hat er noch. Auch nicht mehr so viel. Er startet auch aus der Box.
Okay, gut für uns. Wichtig, dass wir da auch, wenn es nur 20 Sekunden Formation Lab gibt, noch ein bisschen, noch ein bisschen weaven. Sehr wichtig. Noobs. Los geht's. Let's go. BMW ein bisschen langsam gsi, aber so wie gut. Ich habe Bulin. Ja, jetzt hoffe ich, dass der vorne nicht einen Unfall macht. Oder extrem früh bremst wie der. Ei. Das ist No X, das ist schon mal etwas. Aber Schaden haben wir auch gleich ein bisschen bekommen. Guter Entscheid gewesen, dort auf die Bremse zu gehen. Der BMW fährt da nicht so super. Ein bisschen aufpassen, nicht, dass der wieder überraschend komisch bremst. Alright, let's go. Ich glaube, ein paar Plätze haben wir gut gemacht. Wir werden es nachher gerade sehen, wo wir sind. Aber 2, 3 Plätze waren das schon gewesen. Platz 8, ist das richtig? Ja. Das ist gut. Platz 8 nehmen wir so weit. Tipptopp. Oh, da hinten ist ein Unfall. Oh. Nein, was mache ich? Nein, ist das dumm gewesen. Tja, so schnell. Das ist das, was ich im ersten Rennen gesagt habe. Wenn ich einen eigenen Fehler mache, dann ist es genau dort in dieser Kurvenausfahrt am Ende des Berg. Genau dort. Und ich weiß immer noch nicht wieso. Tja. Aber ja, wir sind ja mal auf der Strecke.
das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, dass wir da noch nicht einen Totalschaden haben. Heisst auch, dass wirklich noch so ziemlich alles drinnen ist. Uff. Bin ein bisschen besser, aber eben, wenn ich etwas nicht kann auf dieser Strecke, ist es genau die Kurve von vorhin gerade. Da kommen aber gerade einige aus der Pitlane raus. Müsste ein paar gewesen sein, die auch einen Unfall hatten. Aber das war nicht ein normaler Pitstop. Hätten wir nicht eine ganze Runde rausgeholt. Oh, schlecht von uns. Oh. Das war schlecht. Uff, Vielleicht lässt er uns da durch. Nicht wirklich. Mhm. Pardon. Ich bin fast ein bisschen sprachlos im Moment. Yellow Flag, das ist nicht gut.
Ein bisschen unsicher unser Porsche-Kollege davor, wo wir hier überrunden oder versuchen zu überrunden. Da frage ich mich manchmal, warum sie die Überrundeten hier nicht einem nicht durchlassen. Ich meine, er ist ja klar langsamer. Man müsste auch die ganze Blauflage haben. Ja, das muss halt so machen. Jetzt haben wir natürlich recht Zeit verloren. Und der Hinger ist massiv am Aufholen, aber der ist auch schon schneller. So gut ausreden können wir da nicht brauchen, der ist auch schon schneller hinter uns. Den lassen wir, glaube ich, nicht durch. Oder schon jetzt Highland, sondern schlecht gewesen. Schlecht verwutscht. Upsi. Oh nein. Oh, gerade ein bisschen sehr unsichere Runde. Das war gar keine gute Runde gewesen. Jetzt hat er uns. He? Dann gehen wir durch. Dann liegen wir. Dann lassen wir ein paar Plätze liegen. Aber wir fahren an ein bisschen schlecht, das stimmt. Aber es dreht an der Karre immer sehr weit raus. Okay.
Wir sehen, unsere Rundenzeiten lassen echt ein bisschen zu wünschen übrig. Nicht so gut, nicht so gut. Oh. Mist, Mist, Mist. Ach, geht da gerade raus. Mist. Wäre mir jetzt lieber gewesen, da wäre noch ein bisschen drauf geblieben. Hm. Die Frage ist, wann gehen wir raus tanken? Und beim einen Unfall ist gestanden, wir haben einen Reifenschaden. Das ist nicht wirklich bemerkbar vom Reifendruck oder von der Temperatur her. Und gleich frage ich mich aber, müsste ich die Reifen wechseln, weil lieber möchte ich sie nicht wechseln. Ein 40-Minuten-Rennen ist ziemlich unnötig, sie zu wechseln. Ich weiss es nicht. Nicht so gut verwutscht.
Ja, da der überrundet hat ein bisschen Mühe. Jetzt wird er sicher nervös. Ja, das wird er. Bin ihm aber nicht angekommen, oder? Oder schon? Bin ich auch angekommen oder nicht? Ich glaube, das ist ein definitiv ein Replay würdig im Nachgang zu prüfen. Bei diesem anderen berundeten bin ich angekommen oder nicht, weil es hat ja zu einem rechten Crash geführt, nachher mit dem Khabibulin, wo jetzt so wieder 9 Sekunden hinter uns ist. Ich weiß es nicht. Also er hat unsicher schon vorher ausgesehen auf der Strecke der Überrundet. Und ich konnte nicht vom Gas gehen. Wir schauen. Gut. Reifen habe ich jetzt entschieden, die wir... Ui, da steht 2. Oi. Machen die. Okay, sehr speziell. Also Reifen werde ich nicht wechseln, habe ich jetzt entschieden. Nur nachtanken. Oh, schlecht verrutscht. Benzin. 27 Liter hinzufügen, machen wir, oder? Who knows, ob 27 Liter gut oder schlecht ist. Jetzt müssen wir da Boxenausfahrt verwutschen. Ausfahrt. Einfahrt natürlich. Das wäre erst davor gewesen, aber auch. Ja, no. Ja, no. So. Optional Repairs sind ziemlich hoch. Krass. Für das ist der Karre aber noch relativ gut gegangen für so eine lange Reparatur. Let's go. Jo, hätte ich nicht erwartet. Da flicken wir natürlich auch nichts. Wieso sollten wir? Die Karre war einigermaßen stabil auf der Strecke. Wir sind 11. Vordran hat es aber noch, wo noch raus müssen.
Mhm. Jetzt sind wir 10. Platz. Mist. Hä? Gibt es Unfall nicht gut. Der Igor macht das nicht. Zumindest nicht jetzt gerade. Uiuiuiuiui. Oh, schlecht verwutscht, aber immer noch gut. Ja, die Scheiben McLarens. Eieiei. Hat sich auch recht verbremst, habe ich das Gefühl. Puh. Das war knapp. So, wo sind wir? Top 10 auf dem 9. Rang. Ein guter Platz. Wieso schaut ich da schon in 6? Wir müssen noch 12 Minuten durchhalten. Oh, jetzt sind wir schon 8. Nice. Nice. Der Wong ist da, der ist 20 Sekunden vor uns. Das sollten wir auch noch holen können mit seinem Pitstop. Da haben wir geradeaus müssen, weil sonst hätten wir den Karren verloren. Hätte ich dort noch probiert, auf der Strecke zu bleiben. Das wäre richtig schief gelaufen. Und darum lieber die Strafe bzw. die 1 oder was auch immer Sekunden schnell abhocken, anstatt etwas riskieren und den Karren zu verlieren. Definitiv die bessere Entscheidung in solchen Momenten. Im Moment sind wir immer noch auf einer sehr, sehr guten Position auf dem Rang 7. 6 Sekunden vor dem 8. Ja, von dem her... wir sind 7 vor... Sind jetzt alle raus? Ah, nein, jetzt sind wir 5, siehe da. Jetzt sind wir 5, aber das 4 hat 18 Sekunden Vorsprung. No, das ist aber mal crazy.
Mhm. Das war einer, der uns noch gefährlich werden konnte. Gut, ist da draus. Uff, schon wieder fast die Karre verrührt. Ich hasse diese Kurve. Ja, mit diesen Zeiten, mit dieser Konstellation ist eigentlich unser einziges und letztes Ziel, nur noch vor dem Nummer 6 vor dran zu bleiben, vor dem Donnelly. Weil viel mehr gibt es hier gar nicht mehr zu holen. Immer noch heiß wie am Morgen. Was ist jetzt daher? Oh. Nein, und dann bin ich so verwirrt. So dumm. Sowohl von ihm, aber dann vor allen Dingen auch von mir. Jetzt ist die ganze Aufhängung kaputt. Wir sehen es. Die Karre ist extrem schwierig zu heben. Wie lange noch? Ja. Ich glaube, ich schaffe es nicht, die Karre auf der Strecke zu behalten. Mann. Das es nicht braucht. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, gibt es da nicht, ist jetzt einfach doof. Für die, die jetzt gerade zuschauen, nicht verwundern. Die Aufhängung ist kaputt und der Karre ist extrem schwierig auf der Strecke zu behalten. Und entweder kann ich es fertig fahren oder abbrechen. Es ist nichts dazwischen. Das ist okay, wenn uns 7 noch einholt, ist das fein.
Wo Nummer 8 wird es nicht einholen können. Fast schon Muskelkater auf dieser Käbenstrecke. Ah, Mist. Es sind noch, würde man behaupten, noch 2 Runden zu fahren. Hinweis ist da. Hoffentlich macht er jetzt kein Seich und wird ungeduldig. Das wäre natürlich ein riesen Seich. Jetzt können wir ihn durchlassen. Puh. Oder? Also komm, tut. Ich glaube, das war smart. Also ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, dass ich da die weiße Flagge sehe. Vor ist sie. Das heisst, neue Runde, wo wir irgendwie jetzt noch durchkommen müssen. Wenn wir hier irgendwie noch zu überleben, dann gibt es ganz okay Platz 7. Den nehmen wir natürlich. Aber das bedeutet, keine Hektik jetzt. Ruhig da rauffahren. Obwohl der Karren extrem kaputt ist. Uff, die Buff. Okay. Jetzt müssen wir noch da runterkommen. Upsi. Genau, das haben wir nicht wollen. Okay. Jetzt haben wir es gerade. Ja, crazy Rennen. Richtig, richtig crazy. Ja, alles gut. Einfach jetzt noch die letzte Kurve davor. Gondeln wir ins Ziel. Eine kaputte Aufhängung. Upsi. Und that's it. Hello.
Mach dir da davor. Wow! Ja, unser Auto sieht nicht mehr so gesungen aus. Über einen kleinen eingetatschten Cape. Und dann würde ich doch sagen, und das speichern wir, das Replay. 7 sind wir geworden. Ich glaube es. Das speichern wir. Und zwar ist das Bathurst 40 minutes. Upsi. Bathurst 40 minutes P 7, glaube ich. Ja. Schön, schön. Ja, cool. Erneuter Gain von der wie sagst du, vom iRating. 56, top. Safety Rating, obwohl der Karre fast Abbruch war, offen. Noch besser. Split nicht so berauschend. Zweitletzter Split. Ja, was willst du halt? Richtig nice. Ich glaube, eins machen wir noch. Es ist 4. Oder keins mehr. Oder wollen wir es für heute abschließen? Ganz kurz. Ganz kurz habe ich etwas geschaut. Ja, jammern können wir nicht. Platz 2 haben wir geholt im 20-Minuten-Rennen. Platz 7 im 40-Minuten-Rennen. Es hat uns etwa 150 iRating gegeben, die 2 Rennen. Mega cool. Mega cool. Genau das, was wir eigentlich wollen. Ich würde sagen, wir sind warm gefahren für nächsten Freitag. Ja, Freitag soll es weitergehen. Freitag streamen wir wieder. Streamen. Gibt es wieder eine iRacing-Session. Wieder auf Mount Panorama. Soweit sind wir okay da durchgekommen. Ich denke, am Freitag wird es noch mal ein bisschen schwieriger, weil halt einfach viele dann schon ein bisschen eingefahrener sind. Aber wir sind ja jetzt auch. Und dann hoffen wir, dass wir dort das Ergebnis wiederholen von heute. Und dann wäre das kurze Ziel von heute erreicht. iRating mit 150 aufzubekommen. Wir sind auf 1600, bleiben noch 400 vor uns. Um wieder auf 2000 zu kommen. So weit auf gutem Wege. Und mit diesen Worten würden wir den heutigen Stream schon bereits abschließen. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Feierabend. Und bis zum Freitag wieder. Tschüss zusammen.